Sehne. Also die geht gehandicapt hier ins Rennen. Michaela Schifrin bis zum letzten Slalom. Letzte Woche in Ofterschwang hat sie die Gesamtwertung angeführt und jetzt Tina Maase mit der Startnummer 1. Vor 2 Jahren beim Weltcup-Finale hat sie hier auf diesem Hang ihren allerersten Weltcup-Sieg im Slalom geholt. Die ersten Tore steil, dann wird es nochmal steiler hier. Und hier diese Ausfahrt, diese Zweiervertikale hinein ins Flache, ganz entscheidend. Da muss man die Linie haben, das Tempo mitnehmen in den flachsten Teil des Slaloms. Der hängt dann nach rechts von der Läuferin gesehen ab, also starker rechter Fuß hier beim Übergang eine Kombination, langer Schwung und dann eine Zweiervertikale. Leicht unruhige Piste hier. Rhythmischer Lauf. Oh, hier einmal ganz kurz verkantet. Nicht optimal hier im unteren Teil. Und hier kommt nochmal der Übergang in den letzten Zielhang. Der ist dann nochmal steil. Kleiner Rhythmuswechsel. Die letzten Tore. Langer Slalom, fast 1 Minute 57,67. Die erste Richtzeit von Tina Maase. Und 7 Punkte hat sie Vorsprung auf dieses amerikanische Slalom-Wunderkind. Und wenn man weiß, für den Sieg bekommt man 100, für den zweiten Platz 80 Punkte. Das heißt, wenn sie heute um den Sieg mitfahren, dann ist es wirklich ein Duell. Wer heute schneller ist, der holt sich, oder die Athletin holt sich heute die kleine Kristallkugel im Slalom. Hat sich natürlich ganz in sich versunken. Michaela Schifrin vor 3 Tagen, 18 Jahre.